Schönen guten Tag. Ich sitze hier heute zusammen mit dem Frank. Wer Frank ist und was er macht, erzähle ich gleich. Ganz tolle Person, habe ich wieder kennengelernt. Weiß sehr viel, was die Zukunft sagt. Und das wollen wir eben genau herausfinden, warum er das weiß und wie er das weiß. Ich freue mich ganz besonders, Frank. Herzlich willkommen, Frank Astor, dass du da bist. Herzlich willkommen. Darf ich dich ganz kurz fragen, Ja. was machst du, außer heute Wespen ein bisschen verjagen? Ja, also ich mache mal grundsätzlich sehr viel. Vor 15 Jahren war ich Trainer und Coach bei Microsoft und habe ganz viele große Events designt, Regie geführt, Leute auf die Bühne gebracht, geschaut, dass Kick-Off-Veranstaltungen wirklich fulminant rüberkommen. Und dazu musste ich dann immer wieder Keynote-Speaker einladen. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, ich als gelernter Schauspieler und Kabarettist, der ich ja eigentlich bin im Ursprung, könnte das doch eigentlich viel besser. Und dann habe ich angefangen, Persönlichkeitsentwicklungsprogramme auf humorvolle Weise, auf entertainermäßige Weise für Firmen zu entwickeln und die Rechnung ging auf. Also ich lebe eigentlich seit 15 Jahren davon, unterhaltsame, gut recherchierte Vorträge für Firmen anzubieten und auf Events zu performen. Ja, aber du bist ja, also ich habe dich ja auch schon selber erleben dürfen sozusagen, hochspannend, aber du bist ja nicht falsch verstehen, nicht nur einfach einer, der auf der Bühne steht und etwas erzählt, sondern bei dir ist ja sehr viel Wertigkeit dahinter. Das heißt, du beschäftigst dich mit dem Thema Zukunft. Im Moment, genau. Also es fing dann an, wie gesagt, Persönlichkeitsthemen, dann kam das Thema Zeit- und Selbstmanagement dazu, das dann bezeichnenderweise hieß, 8 Wege seine Arbeit aufzuschieben. Themen des Vertriebs und der Kundenorientierung mit dem Titel, was Sie schon immer über Kundenorientierung vergessen wollten, oder auch mal Projekte in den Sand setzen leicht gemacht. Also du merkst, es ist alles immer so humoristisch umspielt. Und irgendwann habe ich dieses ganze Thema der Digitalisierung mitbekommen. Privat, in der Wirtschaft, in der Welt, in der Gesellschaft. Habe gesagt, okay, das ist eine unglaublich rasante Entwicklung, die wie ein Tsunami auf uns zukommt. Und beim Tsunami haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder wir tauchen rechtzeitig unter, oder wir schwimmen durch die Welle und reiten auf der Welle. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe vor 3 Jahren in Zusammenarbeit mit meiner Frau Christine, die bei BMW Trend Scout ist und sich wirklich jeden Tag mit den Themen beschäftigt, ein Programm entwickelt mit dem Arbeitstitel Robo Sapiens, gibt es ein Leben zwischen 0 und 1, das wir dann noch erst mal 2 Jahre auf öffentlichen Bühnen gespielt haben. Und in dieses Stück haben wir alles gepackt, was es zum Thema Digitalisierung, Zukunftstrends, gesellschaftliche Entwicklungen, technische Innovationen und so weiter gibt, aber natürlich immer auf humorvolle Weise. Weil wir uns gesagt haben, man kann weglaufen vor dem Thema, das ist die Vogel-Strauß-Politik, die ist tödlich, dann verschlafen wir Trends, oder man geht humorvoll und kreativ damit um und dann sieht man unendlich viele Möglichkeiten an Verbesserungen, an Optimierungen, gerade für die ganzen wirtschaftlichen oder auch Umweltprobleme, die wir erzeugt haben, die wir jetzt genau mit diesen Mitteln wieder ausgleichen. Jetzt laden dich ja wahnsinnig viele Unternehmen ein, vor ihren Mitarbeitern, vor ihren Kunden oder wo auch immer, die Story der Zukunft zu erzählen sozusagen. Wie digital oder wie zukunftsorientiert sind denn eigentlich zumeist die Unternehmen, die dich einladen? Sehr unterschiedlich, wirklich sehr unterschiedlich. Also die es noch nicht sind, das sind so gerade so Bildungsträger, soziale Einrichtungen, die sind dann in Anführungsstrichen noch ein bisschen hinterm Mond. Wir sagen auch immer dazu, das sind sogenannte Digital Rollator Drivers. Wenn ich dann die Abfrage mache, wie viele Leute von denen kein Smartphone besitzen, gehen dann wahnsinnig viele Hände hoch. Für die ist es hochinformativ und spannend, überhaupt sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da haben wir einen richtigen Bildungsauftrag mit dem Stück, was ja wirklich sehr gut recherchiert ist. Dann werden wir natürlich viel auf Zukunftskongressen, Digitalisierungsmessen oder von IT-Firmen eingeladen, die ihren Kunden mal was ganz Besonderes bieten wollen. Nämlich einen Überblick über alles das, was es gibt, plus einer humorvollen Präsentation. Und die sind völlig entspannt, die haben einfach nur Freude mit uns. Ja, ich glaube, diese Mischung ist auch dein Geheimrezept. Ja. Du bringst das ja wirklich alles sehr humorvoll vor, aber du hältst aber auch den Spiegel gerne vor. Ne? Also du zeigst auch schon mal den Menschen, Obacht, so geht's nicht, ne? So auf die Art und Weise. Also letztendlich auch bei diesem technischen Thema Digitalisierung und Zukunft menschelt es immer.
Also die Komik entsteht immer da, wo es menschelt. Aber das war jetzt eine Wespe. Hui, das musst du rausschneiden. Ja. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst, siehst du? Das menschelt. Wespe sticht, ganz analog, tut weh. Genau. Da hilft mir jetzt auch eine App nix. 01. Genau, da muss man jetzt durch. Perfekt. Ja, Genau. Ganz kurz, wo waren wir stehen geblieben? dass wir den Menschen Den Spiegel vorhalten. Und zwar da, wo sie eben die Vogel-Strauß-Politik machen, wo sie davor weglaufen, wo sie von Angst beherrscht sind. Da nehme ich charmanterweise den Spiegel in die Hand. Sie lachen über sich selbst und merken, okay, das kann ich nicht bringen. Ich muss da schon mich dem Thema stellen und mich mit dem auseinandersetzen, um dann die Chancen eben auch nutzen zu können. wenn du jetzt die digitalen Themen ansprichst, also dein neues Buch heißt ja Future Now, gell? Zukunft ist jetzt, genau, weil wir gemerkt haben, alle diese Zukunftstrends, die wir beschreiben und die teilweise aberwitzig future-mäßig wirken, die gibt es alles schon. Also es hat uns am Anfang keiner geglaubt und da haben wir in dieses Buch diese QR-Codes reingetan, damit man mit so einem QR-Code-Scanner gucken kann auf die Webseite von diesen Innovationen, diesen Erfindungen, zu YouTube-Videos und so weiter, damit man glaubt, hey, diese Sachen gibt es alle schon. Es gibt fliegende Autos, es sind diese Drohnen, die klappen die Flügel hoch und weg sind sie. In Dubai starten ja jetzt die ersten Flugtaxis, haben wir ja ist mitgekriegt. Ne? Also Genau. Verrückt, spannend. Aber Ja. wenn du jetzt sagst, du bist ja Zukunftsforscher, also Ja. bevor ich diese Frage abschließe, was genau macht ein Zukunftsforscher? Ein Zukunftsforscher beschäftigt sich mit dem, was wir glauben oder was Wissenschaftler glauben, in der Zukunft auf uns zukommt. Also eine der Urideen für dieses Programm RoboSapiens entstand, als ich von dem Michio Kaku, diesem Physiker und BBC-Reporter, das Buch Unsere Welt in 100 Jahren gelesen habe. Sehr empfehlenswert. Weil der hat geguckt, was gibt es heute alles schon und was passiert, wenn diese Entwicklungen, die es heute schon gibt, alle auf die Straße kommen und sich dann gegenseitig befruchten und inspirieren und beschleunigen. Wie sieht die Welt in 20, 30, 50, 70, in 100 Jahren aus? Und das ist unglaublich, weil sagt alles, was er an Zukunftstechnologien von in 100 Jahren beschreibt, dass wir zum Beispiel Materie formen und umprogrammieren, dass wir aus einem Haufen Sand einen Bobbycar machen, dann ein Dreirad und dann einen Aston Martin, ein bisschen überhöht ausgedrückt, oder dass wir Organe nachdrucken. Sagt, es gibt es heute im Kleinen alles schon, es ist nicht massentauglich, aber es funktioniert schon. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das eben massentauglich und produktionsreif ist. Das heißt, ein Zukunftsforscher guckt eigentlich erstmal, was gibt es heute alles schon, und dann nimmt ein bisschen Fantasie und Spekulationsgrips dazu, um zu sagen, was macht es mit uns in 3, 5, 10, 20, 100 Jahren. Darf ich da mal eine kritische Frage jetzt anschließen? Du machst es ja schon seit ein paar Jahren. Ja. Wie oft liegst du daneben oder wie oft liegst du richtig? Wir liegen immer richtig, weil wir uns immer auf das beziehen, was es schon gibt. Damit liegt man immer richtig. Und gleichzeitig ist natürlich die Digitalisierung eine Entwicklung oder ein Phänomen, das mit einer unglaublichen Beschleunigung arbeitet. Also ich zeige ja am Anfang meiner Show dieses Bild Papstwahl 2005. Da stehen alle noch da und warten auf den weißen Rauch, ohne Handys oder irgendwas. Nur 8 Jahre später haben alle ein Smartphone in der Hand und filmen den weißen Rauch. In 8 Jahren. Vor 25 Jahren gab es das Internet nicht. Ja. Heute ist eine Welt ohne nicht mehr auszudenken. Ja, und diese Beschleunigung, die erleben wir in ganz vielen Bereichen. Ja, aber ja, die Schritte gehen wahnsinnig schnell. Jetzt sieht man dich ja nicht wirklich auf Bühnen, das heißt, man liest sehr viel von dir. Man liest von mir, man kann mich engagieren für Firmenveranstaltungen, Kongresse, zum Beispiel, wo du mich jetzt gesehen hast in der BMW-Welt, hat mich NetScout inszeniert, die ihre Kunden einfach bespielen mit den ganzen Themen, die es so gibt, die verschiedenen Entwicklungen zeigen und auch diesen Raum für Workshops bieten, wo die Menschen oder die Teilnehmer sich mit ihrer eigenen Expertise einbringen können, was ja hochspannend ist. Weil jeder weiß ja, was er in den Pool schmeißen kann. Und da habe ich eben als Kick-Off, als humorvollen Einstieg und um wirklich mal den Überblick über alles zu zeigen, was schon möglich ist, den Anfang gemacht, aber dann als Moderator durch den Tag geführt. Und das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Dann auch die anderen Speaker, den Teppich auszurollen, das Tablett. Und auch diesen Zeremoniemeister zu spielen, was die Workshops und dann die Konsolidierung der Arbeitsergebnisse anbelangt. Also da kommt dann wieder der Trainer von mir mehr ins Spiel. Wenn jetzt irgendjemand Interesse hat und sagt, Mensch,
Also zum einen, wir werden das auch machen, Schön. also ihr werdet uns irgendwann mal live auch nochmal erleben Gerne. können, aber wenn jetzt jemand Interesse hat, ich binde einfach mal deine Kontaktdaten Sehr gerne. mit Genau. ein Ja. und dann könnt ihr da auf die Homepage klicken Genau. oder was weiß ich, Genau. was auch immer. Jetzt Ja, meine Frage noch, wir sitzen ja jetzt hier in Garching, ja, wir haben uns ja hier heute gesagt, wir treffen uns im Freien bei schöner Sonne und sitzen hier in dem Technologieort Garching, sage ich Ja. jetzt mal von München. Was ist denn jetzt so wenn du jetzt ad hoc sagst, was ist denn jetzt das nächste große Zukunftsbank? Also du hast es eben schon angesprochen, diese ganze Blockchain-Geschichte. Mit allen Licht- und Schattenseiten habe ich eben auch schon beschrieben, weil wir können ja aus allem immer was Gutes machen und was nicht so Gutes. Also diese Handyabhängigkeit auf der einen Seite führt dazu, dass irgendwelche Kinder in den Slums von Indien anfangen, auf diesen Dingern zu programmieren und plötzlich Millionäre werden, weil diese Softwareprogramme, die sie entwickeln, in der westlichen Welt ganz wichtig sind und gebraucht werden. Wir erfahren von allen möglichen Entwicklungen, auch politischen Entwicklungen, über Handy und diese mobilen Geräte vom hintersten Winkel der Erde. Aber Blockchain ist sicherlich eine Sache, die sehr viel verändern wird. Sehr wahrscheinlich das ganze Bankenwesen komplett, uns damit aber auch freier macht und unabhängiger. Es gibt jemand, der hat irgendwie so ein Gerät entwickelt, den Namen weiß ich gerade nicht, wie das heißt, das eigentlich die ganze Werbung rausfiltert und Daten so sicher verschlüsselt, dass wirklich keiner mehr drankommt. Hast du davon schon gehört? Nein, jetzt aktuell glaube ich nicht. E-Tracker oder irgendwie so. Achso, E-Track, ja, pass auf, du hast eine Wespe Irgendwie gesehen. sowas. Und er sagt, der Slogan, der Ja, wirklich, E-Tracker sagt man. das USP von denen ihr Werbeslogan war, wir geben den Menschen das Internet zurück. Das ist spannend. Okay. Weil im Moment sind es ja in der Hand weniger, die uns Ja, beherrschen mit klar. allen Schrecken, aber auch natürlich auch dem riesen Serviceangebot, das sie uns bieten. Aber das jetzt wieder sich zurückzuerobern, das ist jetzt ein ganz spannender Prozess. Wow. Ja, super. Also das freut mich natürlich noch besonders, dass Blockchain ein Riesenthema ist, weil wir ja auch mit unseren Blockchain-Veranstaltungen tief in der Materie stecken. Werden jetzt auch bald wieder die nächste Blockchain-Veranstaltung, hoffentlich vielleicht auch eine mit dir zusammen Würde ich mich machen. sehr freuen. Würde ich mich total freuen. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, aber Anfang nächsten Jahres fände ich das eine extrem tolle Geschichte. Ich nehme Gerne. dich beim Wort. Gerne. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Frank. Ein Gerne. tolles Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang Ja, weiterreden. absolut. Das Thema ist ein Riesenfass. Das ist ein Riesenfall und du bist sehr, sehr, also ich rede gerne mit dir. Das ist schön, das freut mich. Das geht mir Herzlichen auch Dank. so. Also, wir freuen uns. Schaut auf den Link vom Frank. Ich darf auch nochmal dazugreifen. Schaut auch mal in das Buch hinein. Future Now. Echt tolles Buch. Ich lese es gerade noch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Erzähle aber auch dann noch in den letzten Seiten, wie es mir gefallen hat. Ja, danke ganz herzlich und Gerne. freue mich auf baldiges Wiedersehen. Gerne.